Und Lisa Aslo bei engem vun de Geburtstagskanner. Lisa kannst direkt 50 Kerzen ausblosen, nämlich beim Maschinenring. Komm mir bloß mal kein Kerzen aus, wie du gesagt hast, schon mal ein bisschen mir entdeckt Gefähr geholt. Ich bin nicht ganz hochgeklommen, weil ich meine, so klamm ich nicht mehr so elegant drauf. Wir probieren das mal heute. Voilà, tipptopp, wird geklappt. Heute nervt man dann noch den Alex Meseburg. Guten Morgen. Guten Mittag kann ich mittlerweile so sagen. Effektiv, ja, du vergisst auf Dauer zu gucken, gute Mittag dann. Was ist das heute? Das ist ziemlich imposant. Ich meine, wir sehen aus wie klein Würmchen neben drin. Was möchtest du gerne damit? Die imposante Maschine, wie sie sehen, ist als ein Mähdrescher. Und ich meine, du hast schon recht, das denke ich die größte Maschine, die so in der Landwirtschaft gibt. Als eine Maschine, wie du nur seht, für zu mähen und zu dreschen, das heißt hauptsächlich zu gucken, dass man am Ende vom Tag aus den Kehren, die im Feld stehen, Kehren auch noch für zu mähen, für Mehl rauszumachen. Können wir einfach vielleicht drüben? Ja, natürlich. Genau, was gesehen wir heute sind überall so klein, was ist das genau? Ich will nicht so, nicht dass Schnaps Falsches so. Wie du nur seht, als het Mähdrescher, das ist eine Maschine, die zwei wichtige Arbeitsgänge unternehmen möchte. Ich meine, früher, als es so gegangen, dass die Leute mit der Hand tun müssen, Kehren aufschneiden, Pflanzen, Matten Öien drin, und da sind die noch, an einem zweiten Arbeitsgang, sind die mit der Hand gedrescht, gehen ausgeschlagen, für eben Kehren aus der Pflanze rauszukriegen. Und das wäre halt nicht mehr machbar. Ich meine, halt haben wir eine Maschine, die muss sehr viel Fläche bewältigen, und das fängt an mit dem Schneidwerk. Das ist einmal Schneidwerk, das 7,50 Meter breit. Das ist natürlich ein enger Keier Pflanzen auf der ganzen Arbeitsbreite wäscht. Das ist so, dass man den Picken aus den Haspel, den guckt, dass die Kehre proper an Schneidwerk rangehen. Und die gehen da von den 7,50 Meter zentral mit zur Summe gefahren und dann an den Mähdrescher ran. Das heißt, den ersten Arbeitsgang schneiden, mähen, da erfolgt Teil 4. Und dreschen, da können wir dann einfach seitlich gehen, für das zu gucken, das erfolgt am Mähdrescher dann. Da ging ich so und da ging mal denke rüber und wie für du hin dann aber mal lang froh, ich meine so imposant wie das kostet bestimmt mehr wie ein Ferrari, ne? Das kostet mehr wie ein Ferrari, ja, aber als aber eine Maschine, die wie so einen immensen Wert hat, nicht auf dem finanziellen Wert, also ein immenses Arbeitserleichterung. Ich meine, eine Maschine, die möchte halt dann 5 Minuten Arbeit, die sonst eine Familie an einem ganzen Tag gemacht hat, am Ziel, der wir ja nie vergessen. Ich meine, als ja da für Lebensmittel zu machen, und dann gebe ich lieber zu, für so eine Maschine wie Ferrari, mit dem ich vielleicht just 2-mal auf ein Glas essen will. Da gehen wir mal weiter rüber. In der Zwischenzeit danach war eine andere Frau. Ich meine, so ein Apparat, den brauche ich vielleicht nicht alltag. Kann ich da vielleicht eine Kollaboration machen? Wie geht das? Da wünsche ich noch den Carlo Bierchen bei mir. Ja, moin. Ja, also wir sind vom Maschinenring, wir feiern das schon 50 Jahre. Der Maschinenring, den Namen seht ihr schon, MBL Lützeburg. Wir machen den erst gegründet in Oktober 2007, hauptsächlich auch für Betriebshilfe, aber auch für Maschinen zu vermitteln. Datei ist natürlich wieder gesagt, ein ganz großen Invest. Da könnt ihr euch vorstellen, muss ja nicht alle Bauer so eine Maschine bei sich an der Hand stehen haben. Was das ist Rolle? Ja, stell dich vor, oder Maschinen für die Futti, also braucht in anderen dat. Da sind immer verschiedene Dinge, wo da soll oder muss gedrescht gehen oder kann gedrescht gehen. Also für eine Maschine Futti, da kommen mehr ins Spiel. Der Bauer rief dich an und sagt, hey Lauster, ich muss 20 Hektar dreschen, wo ist du keinen an der Gegend, den das kann machen. Wir vermitteln das, wir machen die ganze Koordination. Also gucken wir, dass die ganze Ernte mal rangeführt gehen, dass das wichtig ist. Aber auch noch die ganze finanzielle Wolle, darum bekümmern wir uns dann als Maschinerie. Du hast gesagt, das wird vielleicht nicht unbedingt so ungefähr als eine Halbstunde. Ich ging mal so und du brauchst für dich mal eine Großsaal, eine Heischal, weil das passt nicht am Garage daheim. Was wollt ihr so etwas wie das heute? Bei Mähdrescher weiß ich nicht ganz genau, ob die Kilo, aber Mähdrescher kann ich rechnen, dass hier zwischen 12 und 20 Tonnen weihen. Ohne Schneidwerk. Da kann Schneidwerk noch dabei, weil die meistens Windchen und drin hängt auf der Straße. Das ist schon schwer Maschine, aber eben bedingt dadurch die Leistung dieser Hunden, das muss auch irgendwo am Material rumgeformt gehen. Können wir dann auf die Platz, wo du alles etwas weisen wollt? Ich will das heute hören, oder? Wir können dann von heute stehen bleiben, weil den heute relativ gut gesagt, den Auflauf, wir hatten viel darüber geschwärzt, Mähdrescher, Meteo, mit dem Schneidwerk, Kehre gehen zentral zusammengefahren und da quasi unter der Schofferskabine durch. Du hast dann den Dreschkurve, wo die Kehre vom Streh getrennt gehen, an Uniland Detail zu gehen. Also ganz einfach so, 100 Mähdrescher fällt der Not Streh bei einer Schwade raus, das sind die Stricher, die in der nur gesagt im Feld liegen.
an Kerren gi op an den Tank an ha eng Schummer Bild lo fein hun Peif opgeklappt van den Tank voll ass fir an de Mädresch einfach nie auf de Kipper bei an liest Kerren do an de Kipper lafe fir se dann an Millen ze feieren oder wo se dann ebe verwert gin. So nicht sehr vielmals Merci an vielleicht bringt, dann möchte dann den Abend daheim. Du machst nicht dann zurück und dich an das Studio, Kamil. Ja, weil es aber ehrlich Spaß ließ, dann hast du lieber den Ferrari hier für in der Fahrer Kolstoff für dann dummer daheim zu fahren. Aber gut, den Mähdrescher möchte bestimmt auch.